Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht euch gut. Ich habe lange überlegt, was ich euch hier zeigen will, weil ich ein bisschen hin und her gerissen war zwischen einem Gameplay, wo ich unglaublich auf die Fresse bekomme, und zwischen einem, wo es mir doch noch recht gut ist gelaufen, auch hier in der ersten Runde. Und ich habe mich dann entschieden, das Auge des Betrachters hat doch öfters mehr Freude, wenn es jemand sieht, der gute Performance leistet. Darum habe ich mich jetzt hier für ein gutes Spiel entschieden. Aber ihr müsst nicht meinen, dass es eben immer so läuft. Ihr wisst ja, wie es bei mir geht in diesem Game. Ja. Also, der Grund, wieso dass ich hier ein Video mache mit dem Black Ops 2 Content, war ja, dass am Wochenende in Stoppo XP war. Und zudem habe ich dann noch ein paar Punkte, die ich gerne erzählen möchte. Zuerst aber noch geschwind, ein paar von euch waren erstaunlich, wieso dass ich 4 Black Ops 2 für die Xbox habe. Kurze Zusammenfassung, weil der Ultra-Nerd bin. Wenn ihr es etwas länger hören wollt, es ist so, dass ich bei World of Games immer 2 bestelle, das Deutsche und das Englische, weil man nie weiss, welches da pünktlich da ist. Das war auch in den letzten Jahren so. Und dann ist es noch so, dass ich eine Care Package Edition bestellt habe. Und dort auch, die kommt ja auch noch ein bisschen später. Und das 4. habe ich dann durch einen Screech bekommen von Alcom, weil sie es schon ein bisschen früher verkauft haben. Und glücklicherweise bin ich finanziell in der Lage, dass ich mir das leisten kann, um ganz ehrlich zu sein. Es ist natürlich auch für gewisse nicht nachvollziehbar, wieso dass man dort so viel Geld investiert. Aber es ist halt jetzt einfach mal so. Ja, und darum, zum sicher gehen, habe ich mehrere Versionen gezogen und bin dann sogar noch ein bisschen früher mit einer beglückt worden, die Alcom schon am Freitag verkauft hat. Das wisst ihr ja. Darum ja, eine ist jetzt kaputt, aber das heisst noch lange nicht, dass ich nicht mehr spielen kann. Und wie gesagt, es war Stoppo XP Wochenende und mich hat es einfach mal so ein bisschen interessiert. Es ist ja eben der neue Patch rausgekommen, vielleicht habt ihr mein Video gesehen. Und eben, doppelte Erfahrungspunkte heisst, man muss nur halb so viel Zeit investieren. Auch rein mathematisch macht das noch Sinn, doch ein bisschen zu zocken. Und ja, ich bin hin und her gerissen. Ganz ehrlich. Es hat Leute gegeben wie der Janschi, die an diesem Weekend schnell 3 Prestige aufgezogen haben. Hut ab vor dieser Leistung. Und dann gibt es aber einfach auch sehr viele Situationen. Ich habe auch ab und zu mit ihm gespielt natürlich und noch mit anderen Crowns. Es hat sehr viele Situationen gegeben, wo man jetzt muss sagen, die Spieler können sich auf den Maps schon so gut aus und sie wissen, wo die Power-Positionen sind, dass sie einem gerade auf Hijackt oder auch auf anderen Maps. Es gibt einfach 3 bis 4 Positionen, wenn man die als Team besetzen kann, hat man keine Chance als gegnerisches Team. Der Aufbau von den Maps mit diesen ganzen, nicht gerade Headglitch-Spots, aber wo man sich dahinter ein bisschen verstecken kann, wie hier die runden Teils, die völlig für den Arsch sind in meinen Augen, die sind einfach die starke Power-Positionen. Dann platziert man sich dort und dann hat der Gegner eigentlich schon keine Chance mehr. Und das ist nicht spannend, weil früher habe ich zwischendurch mal easy peasy ein Black Ops können zocken oder halt auch ein Modern Warfare, ein bisschen spasseshalber, aber das ist einfach nicht mehr möglich. Es ist einfach nicht mehr möglich und ich wiederhole mich, es ist mir klar. Eben, das Skill-Based Matchmaking, es ist einfach scheisse, einfach eine Runde Just for Fun liegt nicht mehr drin. Wenn man sich nicht 100% anstrengt, gibt es einfach aufs Maul und wenn man nicht gerade von Anfang an die Power-Positionen säckelt, gibt es auch aufs Maul, es ist einfach mühsam. Gestern gegen 2 Schweizer, glaube ich, sind alle Schweizerinnen, sie sind auch alles so Chicks in ihrem Profil gespielt und Globi und Balu haben sie geheissen, mit so einem grossen I3 als B jeweils. Und die sind verdammt gut gewesen, die haben uns richtig hart fertig gemacht. Aber das scheisst dann auch an, weil wieso sollte ich ein Game spielen, wo ich einfach 0 Chancen habe? Darum ist dann aber wieder, okay, Start, Spiel verlassen, merci vielmal, da investiere ich meine Zeit lieber auf der Scheisse beim Kacken, oder ich weiss auch nicht genau, scheint mir sinnvoller zu sein. Also, ich muss mich jetzt schnell wieder ein bisschen abwenden, ich bin da schon wieder ein bisschen emotional geworden. Weil, die Konsequenz von diesem Anschiss läuft jetzt eben auch darauf aus, dass der Sozialaspekt von Call of Duty, der ja früher wirklich noch... der war noch da gewesen, man hat sich nachher, keine Ahnung, am Sonntag in Ami oder am Sonntag oben getroffen, noch eine Runde Call of gezockt oder auch 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ein bisschen Pläuderle, ein bisschen chillt und so. Und das ist jetzt eigentlich vorbei, muss ich sagen. Weil erstes Mal muss ich mich schon recht eigentlich flashen von irgendwelchen YouTube-Videos oder sonst irgendwelche Gründe, dass ich überhaupt von Anfang Black Ops 2 zocken. Und
wenn es nachher so schnell aufs Maul gibt, dass jeder den Anschiss hat nach 2 Runden, das ist einfach für nichts. Und darum muss ich sagen, der Sozialfaktor von diesem Game, das finde ich schade, dass es eben wirklich so ein mühsames Spiel ist. Ich würde gerne zwischendurch ein bisschen Fun haben, aber wenn man eben so aufs Maul bekommt, dann ist das mit dem Fun haben schon noch schwierig. Und ich muss jetzt tatsächlich noch das zweites Gameplay anhängen, weil ich noch ein bisschen länger am Texten bin. Da bin ich relativ gut in der ersten Runde vor dem ersten Video. Aber dann am Schluss hat es, glaube ich, keine Ahnung, 48,8 oder so hat's gegeben. Ist ja auch egal. Das ist jetzt noch das Gameplay, das es richtig aufs Maul gibt. Der Cletus ist richtig scheiße, zieht nach seinem. Aber was willst du? Zurück zum sozialen Faktor, finde ich echt schade. Finde ich wirklich echt schade. Man müsste sich jetzt fast ein neues Multiplayer-Game suchen. Ja, um ein bisschen Spass zu haben. Und so viel gibt es eben schon nicht, die richtig gut sind. Aber zum Glück habe ich noch zu Forza. Dort kommt jetzt der Mond Rally-Erweiterung, das freut mich richtig. Und mit denen, die es auch haben, kann man die noch ein bisschen umracen. Ja, das Black Ops 2, ja. Ist eben schon ein verdammt zweischneidiges Schwert. Egal. Gestern, am 16.12., war der Frag Cup 4. Das ist ein Event von Machinima gesponsert, wo Black Ops 2 gespielt wird. Und es haben, glaube ich, auch über 1000 Teams haben sich angemeldet. Und gestern waren es dann noch die besten 18 gewesen. Ich habe einige von den Matches geschaut, aber dann so morgen um 3:30 bin ich langsam ein bisschen müde geworden. Und es ist dann scheint noch 1,5 Stunden weitergegangen. Und gewonnen haben Complexity. Ich weiss nicht. Scheiße, fast verschluckt beim Reden. Ich weiss nicht, ob euch das etwas sagt, ob ihr die Call of Clans ein bisschen kennt. Optik sagt euch ja sicher etwas. Und Optik hat gegen Farico gespielt. Hey, und das war ultra spannend, weil sie immer einen Hardpoint, Search and Destroy, Capture the Flag, Hardpoint, Search and Destroy, Capture the Flag, glaube ich, gespielt, immer auf unterschiedlichen Maps. Und das war schon noch interessant, wie die Pro-Player gespielt haben, 4 gegen 4, Kommunikation war schön. Aber auch dort, es war dann wieder so, dass gewisse Teams haben sich einfach unglaublich schwer getan. Und dann haben sie auch schon relativ klein den Anschiss gehabt, weil man merkt ja, wenn man gegen ein gegnerisches Team keine Chance hat, das merkst du in den ersten 30 Sekunden bis zu einer Minute. Und dann kannst du klar Strategie wechseln, umpositionieren und so. Aber es ist dann schon noch hart, gegen diese Frustwand anzukämpfen. Dann der Hastro und ein paar andere haben kommentiert, Codecasting, und das ist eben schon ein gutes Feature mit der Übersichtskarte und ein bisschen reinschauen in die verschiedenen Spieler und was sie eben texten und so. Und das hat mich wiederum recht geflasht. Und der Janschi hat auch noch die Idee gehabt, vielleicht könnten wir ja mal so ein 6 gegen 6 oder eben 4 gegen 4, ich fände das noch fast besser, 4 gegen 4, ein Crown, ein bisschen internes Wettbewerb machen. Und natürlich mit dem Hintergrund, dass niemand sich zu fest aufregt und durchdreht, weil das ist dann auch bei meinen Augen auch noch das Problem. Ich meine, ich bin auch einer, der zwischendurch ein bisschen raged, aber gerade wenn man dann so ein bisschen unter Kollegen, Freunden, unter den Crown-Leuten, unter den Abonnenten, wer auch immer dort reinzählt, spielen, sollte man eben schon den Spass nachher im Vordergrund haben. Und beim Black Ops 2 ist das schwierig, weil selbst bei dem Frag Cup 4 haben sie immer wieder irgendwelche Xbox-Lag oder Screen-Lag. Sie haben auch immer von so Sachen geredet. Sie haben nie vom Netzwerk geredet, dass das lag. Und ich nehme an, sie waren alle dort vor Ort und haben lang gespielt. Und sogar dann hat es auch ein bisschen gelaggt. Und vielleicht nur für die Zuschauer. Aber irgendetwas ist eben schon nicht sauber. Ja, das war so ein bisschen die Quintessenz von diesem Doppel-X-Bewegung. Haben ja nicht wahnsinnig viel gespielt. Vielleicht ein Prestige oder so. Es ist ja relativ schnell gegangen. Aber ja, es ist einfach enttäuschend. Die Power-Positionen, Power-Positions, wie man es auch immer nennen will. Es ist einfach schade. Eben, ich will mich jetzt noch nicht wiederholen. Und es wird nicht das letzte Black Ops 2 Gameplay gewesen sein. Es wird vielleicht noch der ein oder andere Camper oder Booster geben. Oder vielleicht wieder mal ein Video, wenn es sich dann lohnt. Darum die jetzt total durchdrehen und meinen, ich habe jetzt vor, kann nie mehr Black Ops 2 zu zeigen. Ja, tut mir leid. Sag ich, tut es mir nicht leid, aber eigentlich ist es mir scheißegal, Jungs. Ich meine, zieht nach rein, wenn es euch nicht gefällt, disliken und weisst was immer, das Zeug ist mir eh scheißegal. Was mir nicht scheißegal ist, wenn ihr nette Kommentare hinterlässt und wenn es euch auch gefallen hat. Und eben, ich versuche ein bisschen ein breites Spektrum an Gameplays zu zeigen und auch nicht unbedingt nur Kanalvorstellungen zu machen. Oder
Let's Plays, sondern so ein bisschen allerlei. Und dort ist es dann eben so, dass immer wieder ein Game wird dabei sein, das euch vielleicht nicht so gefällt. Wer ein bisschen im Geist offen ist, ein bisschen daran interessiert ist, was links und rechts noch von seinen Scheuklappen abgeht, wird vielleicht dort auch mal ein Game finden, das mir noch gefällt. Ja, bevor dass ich mir jetzt hier meine Zunge an meinen Hals wundrede und mich vielleicht noch mal an meinen eigenen Spucken verschlucken, mache ich jetzt mal für oben. Und schließe das Video hier mit dem ab. Ich weiss jetzt nicht genau, wie viel Gameplay das drin gesehen, aber ihr habt gesehen, dass ich vom Balu und glaube ich richtig aufs Maul bekommen. Und wenn es wirklich leise sind, muss ich sagen, Hut ab. Ihr seid die richtigen Bitches gewesen, für das, dass ihr uns so fertig gemacht habt. Ja, macht's gut, ciao zusammen.